Was ist das? Ich hatte dich gewarnt, Ethan. I like. Oh, 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 let's go! Let's go! Ich bin verwirrt. Das ist nicht cool. Hallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Resident Evil 8 Village auf Schweizerdeutsch. Okay, wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ging wie ging. Und zwar haben wir letztes Mal Monsieur Probauer erfolgreich gespottigt, genau sozusagen. Habe gesagt, wir gehen jetzt in den Raum noch ein bisschen... Oh, ja, guten Morgen wohl. Gehen den Raum, wo wir den Monsieur Probauer besiegt haben, noch ein bisschen looten. Und jetzt schaue ich dann noch schnell, was mir da irgendwie aus der Fabrik entkommen ist. Immer noch meine Main Quest. Schätze, das haben wir halt irgendwie noch nicht komplett, das haben wir schon ewig. Vielleicht müssen wir das dann halt irgendwann mal verkaufen. Soll ich etwas für dich auswählen? Nö, ist gut, danke, du es selber gerne auswählen. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Tür, versteht's? Das ist das, was ich noch wollte. Und zwar... Nachladegeschwindigkeit bei der nicht unbedingt nötig. Hier, vielleicht Magazin, habe ich glaube mal gesagt. Und das machen wir doch. Sehr nice, okay. Bis nächstes Mal. Munition sieht weiss nicht wie hure gut aus, aber ich glaube, das soll doch jetzt mal länger. So, und jetzt muss ich da wieder mal heute schnell schauen, ob ich gut im Bild hocke und das ist alles tiptop wunderbar. Okay, dann machen wir doch weiter. Vielleicht habe ich noch Notizen. Neue Notizen? Nope, irgendwie nicht, hä? Nope. Was hat es dort bei den Notizen noch alles? Tagebuch, Akten. Das ist alles, was wir gefunden haben. Und Gerichte. Okay. Da wird noch alles Zutaten. Ja, okay, das ist Belohnung, okay. Kohlrouladen, die mit dem Fleisch eines seltenen und nur hier beheimateten Fisch gefüllt sind. Okay, da wird echt so ein bisschen stehen, was das ist, das. Ich glaube nicht, weiss nicht, wie wichtig. Okay, wisst ihr was? Ich wollte jetzt gleich noch schnell schauen. Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Da noch... Ja, ich kann Muni verkaufen. Ein bisschen bischere Muni wäre nice, aber sieht überhaupt nicht so aus. Das ist irgendwie doof. Aber sieht jetzt halt mal so aus. Bis nächstes Mal. Ja, adios, Monsieur Duke. Okay. Hier haben wir schon alles... da oben haben wir irgendwie noch nicht alles gelootet. The fuck? Kann man denn da noch looten? Schauen wir doch mal ein bisschen um. Wir da irgendetwas im Boden finden, irgendein Daily 2 oder so. Nö. Nö. Okay. Sag mal, wo hat's denn hier noch Loot? Ach, da unten noch. Nur so der. Sind wir von dort hin? Nope. No. Okay, nein. We stick to the plan. Wir gehen jetzt looten. Und dann sind wir hoffentlich dann schon gleich mal aus dieser Fabrik draussen. Und werden dann erfahren, was uns alles dort erwartet. Wäre jetzt actually hure funny, wenn Monsieur Probauer respawned wäre. Wow, okay, ja. Wir haben ein Mess hinterlassen. What a mess, okay. Da hat irgendetwas. Hä? Was denn das? Sehen wir da irgendwie durch das Gebäude? Ich glaube, das sollte nicht unbedingt sein, oder? Ja. Schön schnell noch ein bisschen Muni vergütet und für das hier so dampft, zischt es enorm wenig, finde ich. Also, ich höre kein einziges Geräusch. Okay, Loot. Where is the loot? Where is my loot? No. Okay, da hat's was. Scharfschützenmuni brauchen wir leider halt nicht wirklich. Pistolenmuni, sehr nice. Sehr, sehr nice. Da hat's noch etwas. Eine Mine. Und that's it. Okay.
Am Fall geht's jetzt hier weiter, oder? Jawohl. Neues Gebiet. Okay. Und da hat es auch noch irgendetwas drin. Was denn das? Flüssige Chemikalien? Nö. Bin ich alles für Waffen ausgerüstet. Die könnte ich eigentlich unbedingt mal nachladen. Jetzt andere ist halt nur ein Blendgeschoss, aber who knows? Bringt ja vielleicht auch irgendwie mal irgendetwas. Ich glaube noch nicht wirklich gebraucht. Okay, dann haben wir irgendwie so eine Steuerkonsole. Und ich höre ein Geissli. Irgendwo höre ich das Geissli. Zigarre. Alright, let's go. Ja, wo ist denn das Geissli auch? Ja, da geht's nicht weiter, hä? Jawohl. Kann man da noch rausgehen? Ja, da kann man noch raus, aber man kann auch hinten durch dort. Ich weiß gar nicht, will ich raus, oder? Ich will doch zuerst mal Notizen lesen. Aber wo ist das Geissli? Okay. Untersuchen. Miranda ist einfach widerlich. Ihre Falschheit kennt keine Grenzen. Das kann vom Heisenberg geschrieben sein. Sehr wahrscheinlich. Herr Hiesigeberg. Für sie sind wir nichts als ein paar missglückte Cadeau-Experimente. Okay, missglückte Cadeau-Experimente. Wenigstens hatte ich etwas mehr Glück mit meiner Kompatibilität als die anderen Deppen im Dorf. Deshalb darf ich mich auch Sohn von ihr nennen lassen. Was für ein Witz. Ich werde ihr nie vergeben, was sie mir angetan hat. Okay. Das kranke Miststück hat sie doch nicht mehr alle. Sie sieht keinen Unterschied zwischen Experiment und Familie. Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat mir meine Würde genommen. Wenn ich sie nicht vernichte, wird mein Leben niemals mir gehören. Aber so gestört sie auch sein mag, sie ist stark. Dank des Megamyceten kann sie jede Gestalt annehmen. Okay. Meine einzige Chance ist dieses Black Rose. Wenn ich mir ihre Macht zu eigen mache, könnte ich vielleicht, wo wir schon dabei sind, ihr Vater Ethan hat interessante körperliche Eigenschaften. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir zu helfen. Okay. Das ist der hiesige Berg. Vielleicht irgendwo durch noch nicht. I don't know. Jetzt gehen wir doch zuerst in den Raum da hinten. Okay, kleiner dunkler Kanal. Das Geissli wird doch sicher hier irgendwo sein, oder? Ja, da ist es ja. Metallreste, nice. Geissli. Und flüssige Chemikalien. Was haben wir da noch? Krut. That's it, oder? Nope. Da hat es noch irgendetwas da. Und Flintenmunis. Sehr nice. An Flintenmunis sind wir immer relativ schwach dran, ne? Das ist schade. Jetzt hat es blau sein, oder? Jawohl. Okay, hiesiger Berg hat irgendetwas geredet von missglückten Cadeau-Experiment. Die Deppen aus dem Dorf, also sind vielleicht die 4 Grafen, missglückte Cadeau-Experiment. Und die Mutter Miranda hat da innen experimentiert. Für irgendwie ihr Kind zurückzubekommen. Und für das braucht sie die Rose, I don't know. Okay. Wie heisst denn das da hier? Frachtraum. Okay. Jumpscares oder irgendetwas so. By the way, apropos Jumpscares, ich tue doch noch ganz schnell den Ton ein bisschen lauter machen. Für mich auf den Kopfhörer. Vor dem Big Spooks. Okay. Okay, it's going down. I'm yelling timber. Okay. Rostige Reste. Ja, warum habe ich jetzt das Gefühl, dass so ein Ding jetzt runtertätscht und dann kommen Viecher raus? Vielleicht einfach bitte nicht auf mir.
Okay, die Dinger scheinen nicht runterzutatschen. Metallreste. Können wir irgendetwas herstellen? Ja, Explosivgeschoss würde ich... Nein, können wir gar nicht, lol. Auf das ist sicher mal... Machen wir wieder, dass wir 3 haben. So ist es doch am schönsten, ne? Da kann ich sonst nie hingern, hä? Nein. That's it. Leiterli rauf. Oh, Jesus. Ich habe eigentlich nicht wirklich Höhenangst, aber das ist irgendwie... Also mal, hier drauf hätte ich Höhenangst. Wer hat hier drauf schon nicht Höhenangst? Seien wir doch mal ehrlich, Leute. Okay, es wird noch enger. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen umschauen, ob wir da irgendetwas... Okay. Jesus. Da geht's weiter runter. Oh. Ist das eine gute Idee? Ja, well, eine andere Idee haben wir nicht. Let's go! Oh. Ist das Ding geprüft worden? Ah, okay, es geht echt rauf. Ah. Moment. Habe ich hiesige Bergs... Ja, unter der Frachtraum ist nice. Das ist... Hä? Warum ist der eigentlich unter beim Duke noch rot? Das check ich nicht ganz. Vielleicht hätten wir dort noch irgendwo Loot gehabt, wo wir einfach nicht gesehen haben. I don't know. Jedenfalls jetzt ist es zu spät zum Zurückgehen. Hier oben scheint es ja nichts zu haben. Nope. Also geht's durch die Türen. Hallo? Das ist glaube ich da das rote Ding, das ich mich dann mal gefragt habe, als ich von außen reingeschaut habe. Voll, was das echt sein könnte. Okay, hier jetzt doch ganz bestimmt irgendwie kein Loot, okay. Okay, Traktor hat er auch. Irgendwie noch... Boah, was... Blitzt das von außen? Ja, es blitzt von außen. Cutscene. Was zum... Oh oh, hier ist ein Berg. Das ist hiesiger Berg. Oh! Dude! Okay, er ist fucking mächtig. Nicht schlecht, Winters. Du bist hartnäckig. Aber meine Rebellion wartet. Epic. Und du bist mir entwegen. Oh, Jesus! What the fuck? Was ist das? Das ist heißen. What the fuck? Das ist hiesiger Berg. Lord. Oh mein Gott. Müssen wir gegen das Ding kämpfen? Gegen das mutierte hiesige Bergding. Bastard. What the fuck? Ja, okay, das ist... Das ist doch ein Witz! Ja, das fing im Fall jetzt auch gut. Er ist extrem mutiert, hiesiger Berg. Und zwar zu so einem riesenhuren Ding. Sieht ein bisschen aus wie im Resident Evil 7, der Daddy. Wo er irgendwie etwa das 100. Mal mutiert, so gegen Schluss. Oh, dem Spooks. Es ist feister. Die Kröte ist wieder da. Oh Gott, nein. Leute. Oh. Schrottplatz. Warum muss es nochmal so... Und es ist feister wie Sau. Und schon Ethan, wenn du jetzt nicht mal hier drüber kannst klettern. Jetzt denkt etwas im Wasser, ich sehe nichts. Okay. Entfernen. Oh oh. Cutscene? Her damit! The fuck? Chris? Ich hatte dich gewarnt, Ethan! Halt dich raus! Was erwartest du von mir? Du hast meine Frau getötet, du Bastard! Glaubst du das ernsthaft? Das war sie nicht. Hä?
Das war Miranda. Was? Sie ist eine Biowaffe. Hat ihre Form verändert und ihr Mia vorgespielt. What? Die Schüsse hat sie auch überlebt, aber ich bring das zu Ende. What? Bullshit. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich wusste, du würdest dich einmischen. Und wir können bei so einem Auftrag keine Zivilisten gebrauchen. Warum wir, Chris? Jesus. Was läuft hier eigentlich? Okay, Ethan. Schon gut. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Ja. Gib mal den Schlüssel. Kurz gesagt, Miranda ist eine Irre. Und das Dorf, die Monster, diese Freaks, hat sie erschaffen. Okay. Wohl in einem Experiment mit dem Pilz. Okay. Der Pilz. Wie in Louisiana. Verflucht. Ich dachte, ich könnte meine Familie retten. Ich kann hier nicht weg. Ich kann gar nichts tun. Das stimmt nicht ganz. Sieh dir das an. Die haben meine Männer mir vorhin geschickt. Miranda. Sind noch Hä? mehr. Was ist das auf dem Bild? Rose. Okay. Scheiße, wir müssen los. Ruhig, meine Männer beobachten die Situation. Aber sie haben Rose. Kapier's endlich. Allein hast du gegen Miranda keine Chance. Okay. Heavy Tank. Ich bleibe hier und platziere die restlichen Sprengsätze. Du nimmst den Aufzug, wir treffen uns dann oben. Okay. Holen deine Tochter da raus, versprochen. Okay. Zusammen. Verlass dich drauf. Und wenn ich Miranda finde, bring ich sie um. Mit Okay, der dann. Knarre. Sure. Nimm den. Sure, Ethan. Und eins noch. Nimm den hier. Spiel nicht den Helden. Okay. Zurück mir. Wo ist Chris jetzt her? Okay, Miranda hat alle die Leute aus dem Dorf erschaffen. Also einmal die sicher Morrow, Lady D und alles. Also sie hat echt mit dem Bild experimentiert. Und damn, Mia war gar nie tot gewesen. Das war fucking Mutter Miranda gewesen, die uns die ganze Zeit etwas vorgespielt hat. Die Bitch. Oh, okay. Nice, Pistolenmuni. Ich kann hier noch richtig bündig Loot holen. Jetzt geht es darum, die hure Mutter Miranda zu abschnetzeln, aber irgendwo ist ja noch das mutierte Monster von Hiesigenberg. Okay, da haben wir auch noch Notizen. Am Hound Wolf Squad. Das ist wahrscheinlich das Einsatzkommando hier vom Chris und so. Durchsuchung der Fabrik abgeschlossen. Keine Beweise für Verbindungen mit der Organisation. War wohl nicht unser Glückstag. Ich habe aber ein paar Dokumente mit Informationen über Mirandas Experimente gefunden, die unsere Vermutungen bestätigen. Sie scheint sich selbst mit dem Mutamizid infiziert zu haben, was ihr eine Reihe von Fähigkeiten gab. Darunter Mimikry. Das ist wahrscheinlich, dass sie kann... Ja, es wird erklärt. Sie kann also ihre Zellen kontrollieren und jede beliebige Gestalt annehmen, sei es jemand oder etwas. Okay, das ist fucking scary. Sie hat sich als Mia ausgegeben und ist in Ethans Haus eingedrungen. Ihr Ziel war eindeutig die Entführung von Rose. Vielleicht dachte sie, es wäre leichter, die Kontrolle über Rose zu erlangen, wenn sie wie ihre Mutter aussieht. Mit unserem Angriff hat sie wohl nicht gerechnet, deshalb musste sie ihren Tod vortäuschen. Später im Transporter hat sie sich selbst wiederbelebt, als alle Mitfahrenden getötet und ist dann mit Rose verschwunden. Ah, das ist noch ganz am Anfang, wo wir im Transporter waren. Ja, I see. Hat sich sie hat ihren Tod vortäuscht, dass sie dort am Tisch als Mia wie gestorben ist und er, ja, hat sich wieder belebt, ja. Für sie lief es nicht ganz wie geplant, aber letztendlich hat sie bekommen, was sie wollte. Doch damit ist jetzt Schluss. Sobald ich die Fabrik gesprengt habe, stoße ich zu euch.
Ein Kampf gegen Heisenberg ist wahrscheinlich, aber ich habe hier etwas gefunden, das mir nützen könnte. Ein Kampffahrzeug, das aus einem Metallpolymerverbund zu bestehen scheint. Und das kann er mit seinen Kräften nicht kontrollieren. Nice. Mal sehen, wie ihm das schmeckt. Alpha. Ah ne, das Hound-Team ist natürlich nicht das da hier, sondern das da hier ist das Alpha-Team. Ah, lol, okay. Und die Speichermaschine hat es auch. Schauen wir noch schnell, ob wir hier schon alles gelootet haben. Und wir haben alles gelootet, das heisst, der würde jetzt schnell eine Runde speichern. Gespeichert ist. So, und ja, dem. Mutter Miranda ist ein Snitch. Ist wirklich ein Snitch. Boah, das Gefährt sieht sehr nice aus. Aber wir wissen irgendwie immer noch nicht genau, warum das sie Drows braucht. Was steht hier irgendwo? Vielleicht dachte sie, es wäre leichter, die Kontrolle über Rose zu erlangen. Ah, nein. Warum das sie genau braucht? Ja, wo sie, glaube ich, irgendwie ihr Kind vermisst. Aber vielleicht auch irgendetwas, wo Rose scheint hure mächtig ist. Aber wir wissen ehrlich gesagt auch nicht genau, warum. Und ja, meine Theorie, dass eigentlich Mia permanent infiziert war mit dem Pilz. Und es hat sich auch damit jetzt gelegt. Ja. Oh, okay, let's go. Das wird fucking awesome. Okay, warum muss ich das so lang halten hier? So ala, bist du wirklich sicher, dass du auf das Ding willst? Und ja, voll, let's go. Metallpolymerverbund? Na, Hauptsache es schießt. You're safe. I like. Ich komme, Rose. Okay, halten. Geschütz abfeuern. R1 blockieren. R2 Maschinengewehr. Also blockieren. Das ist blocken. Dann haben wir halten. Zum Zielen. Schießen. Maschinengewehr. Das ist das Geschütz. Okay. Und was mir vor allem gefällt, ist, dass wir Infinite Ammo haben. Oh mein Gott, ist das episch, Leute. Okay, aber das Laden geht extrem lang. Oh mein Gott, Leute. So fucking epic. Let's go. Let's go. I am ready. Okay, wir sind im Lift. Oh, hell yeah. Hell yeah. Fucking Mech hier. So geil. So awesome. So fucking awesome, Leute. Oh, Jesus. Come on, ich will. I'm ready. Vielleicht bin ich nicht ready. Aber ich fühle mich hure ready. Ich fühle mich richtig ready. Come on. Ich will ein paar Sachen demolieren. Ein paar Dinge in die Luft sprengen. Ein paar Monsters töten. Come on. Come on. Let me have fun. Draussen gewittert es ja voll. Du gottverdammte kleine Kakao! Du bist mir gewachsen! Jesus! Dann bin ich wenigstens in Schwung für das Miststück! Lass mein Gott! Oh mein Gott! Deine Leiche wird sich gut in meiner Armee machen! Okay, er hat dort so Dinger. Oh! Moja blockt, oder? Safe. Wow! Okay, er ist zum Glück nicht so schnell. Oh, nicht aufgeben! Da oben hat er irgendwie auch noch Schwachstelle. Yes. Ah! Zeig mir, was du drauf hast! Kommen wir nicht raus. Oh! Jesus! Holy moly, das wird nicht ganz einfach. Ja. Armer Junge, das Ding hatte ich längst verschrottet. Okay, er schießt wieder mit Sachen auf uns. Bist du auch angeschnallt? Oh, ich kann permanent blocken und schießen. Ist das wahr? Das macht natürlich die Sache ein bisschen einfacher, vielleicht. Jesus! Das hat wehgetan. Nice! Oh Gott! Streng dich an! Zeig mir, was du drauf hast! Wow!
The fucking epic battle of the mechs. No! Okay, weiß gar nicht. Verneige dich vor meinem Stahlkörper. Dafür bin ich diesem verfluchten Weib wohl dankbar. Oh, nice. Ich töte sie mit der Macht, die sie mir gab. Ein Sohn wie er im Buche steht. Oh! Okay. Stahl gegen Stahl, die Jahre unter der Fuppel dieser Schlampe. Zwar nicht gleich, weißt du. Die Turmbewohner sind nichts als wertlose Marionetten. Ja, das hier halt nicht auf den Schnurren. Als Kämpfer, dein süßes Töchterchen wird mir helfen, noch stärker zu werden. So, die! Oh Gott. Das war's schon. Die Zeit für Spiele ist vorbei. Nein, die Zeit für dich ist vorbei, Dude. Oh oh. Sag mal, mutiert er ernsthaft noch nicht mehr? What the fuck? Jesus! Hältst dich wohl für besonders schlau. Oh mein Gott! Genug von dir. Oh mein Gott! Oh no, no, no! Oh! Ja! Meine Metallarmee. Ja! Bring diesen verdammten Wichser um. Aber erst zu dir. No! Jesus! Oh mein Gott! Komm schon. Oh mein Gott, es ist noch nicht fertig. Stephen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was denkst du? Aussichtslos. Hab ich recht? Auch. Ein einfacher Mensch Oh. wird nie gegen mich gewinnen. Lord! Das ist nicht David gegen Goliath. Oh, run, Ethan! Gegen die Apokalypse. Okay. Ja, let's go! Ethan gegen die Apokalypse, warum auch nicht? Explosivgeschoss, sehr nice. Ich vielleicht mal nachladen, das Ding. Oh! Er ist, ich weiß nicht, wo er ist. Okay. Lob! Noob! Hast du Spaß? Oh no! Als würdest du am Leben hängen. Ah, Leute, die haben noch Minen! Ah, aber ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir die später noch. Wir müssen irgendwann auch noch gegen die Mutter Miranda kämpfen. Ich will mehr. Okay, hier! Zu Noch mehr? schade, ich bin dein einziger Fan. Ich weiß gar nicht, wo ich muss herballern. Weich den aus. Oh, Zu schade, ich bin dein einziger Fan. okay, geht er langsam die Sprüche aus, hä? No! Stirb, als würdest du am Leben hängen. Oh, okay, okay. Oh mein Gott. Er hat einen kleinen Weak Point im Gesicht. Oh! Beeindruckt. That is his face. Nice. Hast du Spaß? Ja, es geht so. Oh mein Gott. Stirb, als würdest du am Leben hängen. Okay, das macht ihm irgendetwas. Ich will mehr. Okay, here you go. Oh! Jesus! Komm schon. Oh no! Das ist nicht gut gewesen. Okay. Oh! Okay. Ist es das gewesen? Ist es das gewesen? Ist es das gewesen? No. Oder? Oh Gott.
Oh Gott! Oh Gott! Du hättest meinen Deal annehmen sollen. Jesus! Du siehst Rose in der Hölle wieder. What the fuck? Yes, kill Oh, ich oh, 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 let's go! Let's go! Nein, Graf! Nein! Es ist noch Oh mein nicht Gott! vorbei. Ich muss sie töten. Holy moly! Oh mein Gott, so... Oh, Kristalline Heisenberg. Oh, mein Telefon geht? Holy moly, ist das nice gewesen. Alpha läutet an. Was ist passiert? Da waren Explosionen. Heisenberg sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? No, no, no. Nein, das ist Ethan, antworte. Miranda. Mia! Aber No, Unser Kind. Ethan. Sie bedeutet uns so viel, hm? für sie würde Ethan. ich alles tun. Das ist Mutter Miranda. Hallo, Genau wie Dude. ich. Oh oh. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Oh oh. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung. Aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Jesus. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Oh Gott. Genug! Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein, Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Okay. Rose ist nachgekommen. Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamycet vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins! Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Oh Sind mein es Gott. ihre Eltern? Das ist schon immer Denn sie du gewesen. bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich! Du feiges Stück Scheiße! Oh. Keine Sorge, Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamycet wird sich deiner annehmen. Sie... Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Stein hat das Herz Bei rausgerissen. Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein und ich werde ihre wahre Mutter. Auf ewig verbunden im Blut. Die Frau hat Probleme. What the fuck? Ich musste lange warten. Aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Okay. Rose ist irgendwie ähnlich wie die Evelyn. Ich bin verwirrt. Spielen wir, kann das sein, dass wir jetzt als Chris weiterspielen? Aber das heisst, der Ethan wäre dead. Das ist nicht cool. Boss, Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Come on. Okay. Kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte.
Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Ja. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Damn. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Schade. Wann hat es endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Wir kriegen sie, Boss. Team ist startklar. Wir spielen jetzt als Team Alpha, Boss von Team Alpha. Fucking Chris Redfield, oder? Die BSAA ist also schon hier. Die lassen nichts BSAA. anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen. Okay. Ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Ist schon eine Weile her seit unserem letzten Einsatz. Welcher war's noch gleich? Die Wüste. Nice. Ich hab das Beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Naja, 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. Okay, Leute, da ich keine Schreibmaschine habe, muss ich einfach so, halt blöd gesagt, wie die Folge halt hier jetzt schnell beenden. So leid es mir tut, ja. Die Folge wird hier für einen Moment, also ja, geht hier zu Ende und in 3 Tagen geht es weiter. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich und ich freue mich ehrlich gesagt recht drauf. Wir haben fucking Granaten, wir haben keinen Zugriff, wir haben so eine Knarre und wir haben noch ein MG. Ich freue mich richtig heftig. It's Payback Time. In der nächsten Folge, it's Payback Time, Leute. Yes, sir. Ja, dann hoffe ich doch, wir sehen sich in 3 Tagen wieder. Und dann würde ich mich ja in diesem Moment bei euch verabschieden und sagen, merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!